Im Windkanal von BMW. Thomas Hanke testet den Luftwiderstand bei neuen Modellen. Er arbeitet in der Entwicklungsabteilung des Autoherstellers. Ohne CI wäre ich nicht hier, denn hier wird sehr viel kommuniziert. Ich muss mit den Ingenieuren über Problemlösungen diskutieren, mit den Arbeitskollegen sprechen und auch mit neuen Kollegen, die auf mich zukommen. Und bei all diesen Gesprächen gibt es niemanden, der Gebärdensprache kann. Ich spiele dir gleich wieder ein paar Töne vor. Du hörst wieder das Piepen und sagst mir einfach mal, ob dir der Ton zu laut ist, zu leise ist oder ob du den Ton gut findest. Okay? Leise. Jette bei der CI-Anpassung im Evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Ja, mittel fand ich das irgendwie. Gut. Ja. Super. Ich muss noch üben, richtig mit dem CI zu hören, richtige Einstellung zu haben. Oder ja, jetzt habe ich ja noch nicht so richtig die richtige Einstellung, aber die kriege ich jetzt im Laufe der Zeit. Bist du bereit? Ihr erstes Cochlea-Implantat bekam Jette mit 7, ihr zweites mit 8 Jahren. Einmal im Monat geht sie zum Hörtraining und zur Logopädie. Kanne, Tanne. Kanne, Tanne. Super. Tisch, Fisch. Tisch, Fisch. Sehr gut. Wo ich das zweite dann gekriegt habe, da war es am Anfang ein bisschen, habe ich immer gesagt, das hört sich so ein bisschen piepig, also so piepsig an. Ich weiß nur, dass mit dem Hörgerät irgendwie ein Hund anders angehört hat. Und eine Katze irgendwie auch. Auf den Kulturtagen in Potsdam. Vor der Bühne und hinter der Bühne. Soll ich in der Zwischenzeit dann den Tisch aufbauen? Ja, genau. Lena Peterke als ehrenamtliche Helferin. Die Kulturtage waren für mich ein schönes Erlebnis, denn da konnte ich wirklich an dieser Welt teilhaben. Wir konnten unser Wissen erweitern und Erfahrungen austauschen. Wozu brauche ich hier ein CI? Hier lebe ich meine Identität als Gehörlose. Das ist meine Welt, meine Sprache. Alle sind so wie ich. Thomas Hanke hilft 2 Tage pro Woche im Bauunternehmen seines Vaters. Hallo Julia. Was machen wir? Mit der Fassade. Ich hab das Problem, wir müssen uns heute entscheiden. Ich würde es eher aufs Fahrgerät stellen. Durch das Wasser in Laufrichtung runtergeht und durch weniger Verschmutz. Ja, ist ein guter Vorschlag, ja. Und So soll das ausschauen. Das ist die Blechverkleidung. Das ist eine 1 mm Körnung, ist eine ganz feine Körnung. okay. Dann rufe ich den Herrn an Ja, und fahre ihn auf die Baustelle. ja, Und ich werde dann in den nächsten 2 Stunden kommen. ja, und dann bis später. Okay. Okay. Gut. Ciao. Ciao. Die Unterstützung war eigentlich die Herausforderung, dass wir immer wieder die Lautsprache gemacht haben und nicht Gebärdensprache. Das intensive Training, was er von uns bekommen hat und dann in der schwerhörigen Schule und durch die Integration mit Bekannten und der Fußball und so weiter, was er halt in Sport getätigt hat, das war halt die Voraussetzung, dass er heute eigentlich so gut hört damit. Hallo Bernd, wo bist du? Erste Stoch in der Ecke, alles klar. Und? Passt? Hallo Bernd. Passt die Abstände? Oh ja. Also wir haben 6, glaube ich. Genau, hier haben wir bei 6. Okay. Aufbau 17, 18 passt auch. Es ist hier anders als bei BMW. Da arbeite ich ja in einer festen Abteilung der Firma. Hier bin ich in der freien Marktwirtschaft. Ich habe mit Handwerkern zu tun. Jeden Tag andere Leute, die unterschiedlich kommunizieren. Wir arbeiten mit vielen Firmen schon mehr als 5 Jahre zusammen. Mit denen verstehe ich mich. Die Kommunikation klappt. Aber ich muss zugeben, dass das am Anfang schon schwierig für mich war. Mit der Zeit wurde es besser, weil sie mich langsam kennengelernt haben und wissen, wie ich bin. Wenn es Probleme gibt, versuche ich vom Mundbild abzulesen.
Wenn es zu laut ist, dann gehen wir nach draußen und besprechen es dort. Und danach geht's wieder zurück auf die Baustelle, wo wir uns das Problem an Ort und Stelle anschauen. Das klappt gut. Schulschluss bei Jette. Nach dem Essen sind Hausaufgaben angesagt. Jette geht in die 3. Klasse der wohnortnahen Grundschule. Was möchtest du als erstes machen? Mathe. Zeichnen? Wir sollten uns selber antworten. Doch. Guck mal. Du hast da jetzt schon 40 genommen. In der Viererreihe. So, und wie viel bleibt jetzt noch von 40 bis zu 56? Was fehlt da? 16. Gut. Ich schreibe hier fast nur 2. Und eine 1 minus habe ich schon mal in Deutsch geschrieben. Also Jette hat sehr viel Spaß an der Schule. Aber das funktioniert nur, wenn auch wirklich diese Ruhepausen und dieses, ich gehe mal in den Gruppenraum, ich habe mal meine Ruhe, wenn das gewährleistet ist. Also es gibt Situationen, wo das vielleicht gerade nicht machbar ist oder es ist zum Beispiel noch was anderes in der Schule, Theaterauftritt oder es ist Gewusel oder die Kinder sind aufgeteilt, gucken irgendwo einen Film, dann ist sie platt. Wenn es zu viel wird, nimmt Jette die CIs raus. Dann wird gebärdet. Muss dahin. Aber irgendwie Gebärden bei Hausaufgaben ist leichter für mich, dann ist das nicht so anstrengend, weil ich in der Schule schon viel höre und dann ist es bei den Hausaufgaben einfacher für mich, wenn ich dann abmache. – 25 Jahre nach ihrer Einschulung besucht Lena noch einmal ihren Klassenraum im Pfalz-Institut für Hören und Kommunikation in Frankenthal. Da drüben habe ich gesessen und die Lehrerin hier. Wir saßen im Halbkreis vor ihr. Es begann mit dem Guten-Morgen-Gruß und Sprechübungen. Gebärdensprache war ja verboten damals zu meiner Schulzeit. Die Lehrerin saß also hier und hatte ein Schild in der Hand, mit dem sie ihr Mundbild verdeckte. Sie sagte zum Beispiel das Wort Auto und wir sollten auf diese Weise das Hören trainieren. Das war für uns eine schwierige Zeit, denn wir konnten die Worte weder ablesen noch gut genug hören. Teilweise waren die Schüler völlig taub. Eines Tages bekam ein Mädchen ein CI. Ihre Leistungen wurden besser und sie erhielt viel Lob von den Lehrern, Erzieherinnen und von den Eltern. Sie wurde ständig hervorgehoben. Als ich das sah, war mein Ehrgeiz geweckt und ich war auch etwas eifersüchtig. Ich wollte das auch. Eigentlich war ich ja eine gute Schülerin, hatte gute Leistungen. Ich empfand sie als Konkurrenz und hatte Angst, hinter ihr zurückzubleiben. Deshalb entschied ich mich, ich will auch ein CI. Als ich operiert wurde, war ich 9, also in der 4. Klasse, wenn ich mich recht erinnere.
Als das CI eingeschaltet wurde, kam genau in dem Moment ein Mann in den Raum, der ein Buch mit lautem Knall auf den Tisch fallen ließ. Ich erschrak so sehr, dass ich mir die Sendespule vom Kopf riss, den Tisch umstieß und vor Schmerz laut aufschrie. Ich kannte das ja nicht, hatte zuvor noch nie gehört. Das war heftig und hat mich traumatisiert. Aber andererseits habe ich auch gelernt, Geräusche wie das Zwitschern der Vögel und das Rauschen des Windes zu unterscheiden. Oder das Kratzen auf einer Tischplatte. Ich konnte auf weite Entfernung hören, wie Tropfen ins Wasser fielen. Das war alles neu und ungewohnt. Ich denke, in den ersten Jahren war ich damit völlig überfordert. Diese ganzen Höreindrücke sind für ein ursprünglich taubes Kind sehr belastend. Ich musste ständig Übungen machen und irgendwann drehte sich alles nur noch um das CI. Meine Aussprache wurde besser und ich konnte sogar telefonieren, allerdings nur mit bestimmten Menschen wie meiner Mama, Oma oder meinem Vater, die sehr schöne Stimmen hatten. Auch Musik konnte ich etwas hören, bestimmte Lieder erkennen. Kaschel. Bär. Thomas bekommt mit 6 Jahren ein CI. Ist das auf? Wie viel? 2. CI-Träger waren damals noch Außenseiter. Schwerhörige, also die ein Hörgerät trugen, aber auch die ohne, hielten fest zusammen. CI-Träger waren ausgeschlossen, nicht willkommen. Es war sehr schwer für mich, in diese Gemeinschaft reinzukommen und Freunde oder eine Clique zu finden, weil diese Gruppen sich ja schon gefunden hatten. Da von außen Zugang zu finden, war leider sehr schwer. Thomas Hanke begann nach der Schule eine Ausbildung zum Modellbauer bei BMW. Danach wurde er übernommen. Seit 11 Jahren arbeitet er in der Entwicklungsabteilung. Der Weg dahin war mühevoll. Schaut schon gut aus. Und hier hinten dann um 5 nach oben, dass man das dann hier so... Wieder halbfertig. Es war für mich richtig hart. Der Wechsel von der Sonderschule an eine Regelberufsschule mit hörenden Mitschülern. Eine extreme Umstellung. Ich hatte keine FM-Anlage mehr und deshalb nichts verstanden. Ich musste immer um Hilfe bitten, aber niemand half mir wirklich. Vielleicht ein bisschen hier und da, aber das war nicht genug. Ich war kurz davor, mein Leben aufzugeben. Aber dann habe ich gelernt, meine Ellbogen einzusetzen. Mach's, kämpfe. Zeige, dass Gehörlose, Schwerhörige oder CI-Träger eben auch stark sind. Dass sie es schaffen, ihren Weg zu gehen. Jeden Donnerstag kommt die Gebärdensprachlehrerin Sandra Gogol zu Jette. Hallo. Hallo. Na, hattest du heute schulfrei oder musstest du doch hin? Nein, ich musste hin. Oh, schade. Aber in der 5. Stunde durften wir draußen spielen. Yeah. Als sie die Hörgeräte hatte, war es wirklich so, bevor sie irgendwas anderes gemacht hat. Morgens stand sie mit den Hörgeräten am Bett und ich brauche die. So, aber da konnte man richtig merken, wie ihre Abhängigkeit von der Technik da war. Und dann haben wir gesagt, Mensch, was ist, wenn es schlechter wird, das Gerät nicht richtig funktioniert? Ja, und dann hatte ich ja eben halt diesen Artikel gefunden mit Gebärdensprache und habe gedacht, Mensch, die Idee ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Du siehst hier einen Zoo. Im Käfig, hinter Gittern, sitzt ein Gorilla. Was macht denn der hier im Zoo? Der sagt Gute Nacht. Alle. Also erstmal geht das Licht aus und dann sagen alle Gute Nacht, Gute Nacht, Gute Nacht. Ich bin alles. Also ich bin gehörlos am Abend ganz oft und am Morgen. Und tagsüber bin ich schwerhörig und hörend.
beim Kinderchor Notenkleckse in Wiefelstede. Anstrengend wie die Schule. Dann lernt man auch noch ein bisschen hören und das macht mir halt Spaß. Lenas Heimatstadt Speyer. Hier trifft sie ihre Mutter. Schau mal, da haben wir einen Ausflug gemacht. Erinnerst du dich? In dem Pfälzerwald. Erkennst du Cyrannus? Der hatte damals eine Brille, heute nicht mehr. Er sieht richtig hübsch aus. Ist groß. Cyrannus. Ja, den habe ich doch neulich mal gesehen. Er ist groß und stark. Oh, und er ist hübsch. Oh ja, er sieht gut aus. Also meiner Tochter oder uns als Eltern habe ich damals mitgegeben, dass ich nicht möchte, dass andere mein Kind als behindert ansehen, sondern dass sie ihren Weg geht, dass sie ihren Weg schafft. Und bis jetzt bin ich eigentlich ganz stolz, das hat sie gut gemeistert. Meine ersten Worte mit 3. Was habe ich da gesagt? Warst du 3 Jahre alt. Opa hat dich rausgetragen. Wir waren zu Besuch bei Opa und es war Vollmond. Hast du Opas Gesicht genommen, rumgedreht und hast gesagt, Opa Mob. Und das war das Schönste, das allerschönste Erlebnis für uns. Die ersten beiden Wörter. Das war toll. Ja. Und meine ersten Gebärden? Was war das? Hast du gesagt, Mama, ich liebe dich. Das habe ich gebärdet? Das weiß ich noch. Ja, ja, doch. Ja, war schön. Vorbereitungen für das Landshuter Straßenrennen für jedermann. Organisiert vom Sportverband der Gehörlosen. Mit dabei Thomas Hanke. Bitte respektiert euch gegenseitig auch zu den Gehörlosen. Die hören nicht, wisst ihr. Es gibt Hörgeschädigte, die bleiben nur 60% hören. Aber die hören nicht. Das heißt, gebt einfach ein Zeichen, wenn was nicht passen sollte. Ansonsten aufschwatzen oder so bringt gar nichts. Okay, alles klar. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. 5, 4, 3, 2, 1, ab! Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe jahrelang mit Hörenden Fußball gespielt. Da hat mich die Gehörlosenmannschaft aus Straubing gefragt, ob ich nicht bei ihnen mitspielen möchte. Ich hatte Interesse und zugesagt, dass ich zum nächsten Spiel kommen werde. Als ich dann dort war, habe ich gesehen, dass da auch ganz gute Mannschaften antreten. Und das hat mich gereizt. Außerdem konnte ich mir endlich ein Bild von der Welt der Gehörlosen machen. Das fand ich spannend. Auch ein Eishockey-Angebot gab es bei den Gehörlosen und auch beim Skifahren habe ich dann mitgemacht. Dadurch bin ich letztendlich in der Welt der Gehörlosen angekommen und habe meine Frau kennengelernt. Wir müssen alle Jella hochhüpfen. Mit Jan spreche ich und Job spreche ich mehr, weil die nicht so gut gebärden können wie Mama und ich und Papa. Aber Jella fängt jetzt auch an zu gebärden. Übst du mit ihr? Ja.
so wie bauen, Oma, aber sie gebärdet so, Oma. Und Papa macht sie so, und Mama macht sie so. Überleg mal. Später, ich glaube in der Pubertät, beim Übergang zum Erwachsenwerden, begann ich dann über mich nachzudenken. Ich kam in eine Identitätskrise. Ich fragte mich, wer bin ich eigentlich? Es gab so viel Druck von außen. Alles drehte sich um das CI. Die Hörenden in meiner Umgebung verlangten immer, dass ich es anmache, dass ich spreche, aber ich wollte gebärden. Ich war hin und her gerissen. Doch langsam fand ich meine Identität als Gehörlose, aber mit CI gehörte ich nicht zu ihnen. Ich fühlte mich auch nicht willkommen. Es hieß dann, du hast doch ein CI, also geh zu den Schwerhörigen, da gehörst du hin. Ich sagte, ohne CI bin ich stocktaub. Trotzdem war die Antwort, geh zu den Schwerhörigen, mit denen kannst du sprechen. Mit etwa 18, 19 begann ich dann das CI abzulegen. Erst 1- oder 2-mal pro Woche oder für ein paar Stunden. Lena sucht einen Neuanfang und zieht 2013 nach Berlin. Sie findet Arbeit als Orthopädietechnikerin an der Unfallklinik Marzahn. Hallo, hallo. Lena, grüß dich. Na, alles schön bei dir? Schön. Ja? Danke, schön. Ja, und auch nicht lang gesprochen. Das ist eine Oberschenkelprothese und das sind Unterschenkelprothesen. Die habe ich früher selbst gegossen und dann zusammengebaut. Ich war 2,5 Jahre in der Firma und hatte tolle Aussichten hier. Für Besprechungen wurden Dolmetscher bestellt und auch das Team arbeitete super zusammen. Die Arbeit machte richtig Spaß. Dann bekam ich eine Allergie und war häufig krank. Mir ging's gar nicht gut. Das war für mich wie ein Weltuntergang. Ich konnte nicht mehr hier arbeiten, musste die Firma verlassen. Wenn ich das hier so alles sehe, vermisse ich die Arbeit sehr, denn es war schön. Man kann schon sagen, das war mein Traumberuf hier. Ja. Mit den Vorpraktika habe ich insgesamt 13 Jahre in den Beruf investiert. Eine lange Zeit. Und das ist jetzt alles abrupt beendet worden. Das war wirklich hart für mich. Hallo, wie war es beim Babyschwimmen? Gut, es war sehr schön. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich selbst noch kein CI. Da war ich noch Hörgeräteträgerin. Und als ich gesehen habe, er hat ein CI, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ihn als Mensch gesehen und nicht als CI-Träger. Ich kommuniziere gemischt. In Gebärdensprache und ich spreche auch. Das ist ganz von der Situation abhängig. Wenn es zum Beispiel laut ist, dann benutze ich automatisch die Gebärdensprache. Oder wenn eine größere Gruppe zusammensitzt, wenn die Familie feiert und alle quatschen, dann gebärden meine Frau und ich. Wenn man uns fragt, worüber wir gesprochen haben, sage ich, wir verstehen euch ja auch nicht. Das steht also 1:1. Schnitzeljagd für die Kids beim Elternverbandstreffen in Duderstadt. Kommt, wir sollten jetzt zu Swantje gehen mit dem Schiff. Ja, aber wo ist das Ding? Hast du's? Seid ihr fertig? Wir haben schon fertig. Ich habe 2 Schiffe. Wo ist eure Gruppe? Stellt euch mal hier als Gruppe auf. Seid ihr 4 eine Gruppe? Aha, ihr seid zusammen? Jette, was ist dein Wort? Schiff.
Stimmt, Schiff ist das Wort. Jetzt müsst ihr noch malen. Malt etwas als Gruppe auf Karten. Komm. Ja, mal. Für mich ist es anders bei gehörlosen Freunden, weil die mehr gebärden als hörende Freunde. Ja, wir spielen Spiele in Gebärdensprache, in Sprechen, weil es einfach alles gemischt ist und das ist schön. Dieses Teil war jetzt fast 20 Jahre in meinem Kopf. Wir waren praktisch verheiratet. Ich habe es deshalb als Erinnerung mitgenommen. Ich war damit ja fast 20 Jahre ein Cyborg. Viele positive und negative Erfahrungen sind damit verbunden. Deshalb musste ich es einfach mitnehmen. Positiv ist, dass ich sprechen und hören gelernt habe. Dass ich mehr Chancen auf Erfolg hatte und dass ich offener geworden bin. Auch für die Welt der Hörenden. Auf der anderen Seite stand meine Identitätskrise. Die Unsicherheit, nicht zu wissen, wer ich bin und wo ich hingehöre. Zur Welt der Gehörlosen, der Hörenden oder gar zu den Schwerhörigen. Ich war hin und her gerissen, obwohl ich eigentlich genau wusste, dass ich gehörlos bin. Als ich meine Identität annehmen konnte, entschied ich, das CI nach 20 Jahren abzulegen. Ich muss meiner Frau wirklich dankbar sein, weil ich durch sie Gebärdensprache gelernt habe. Dadurch fällt es mir im Leben auch leichter, Kontakte zu knüpfen. Lena will beruflich noch einmal neu anfangen und Rehabilitationspädagogik studieren. Wochenlang bereitet sie sich auf die Aufnahmeprüfung vor. Ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich jetzt auf dem Weg zur Prüfung bin. Wenn ich die schaffe, dann werde ich zum Studium zugelassen. Das bedeutet für mich, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt, wo ich die Welt des Studiums kennenlernen werde. Das ist schon aufregend.